Herr Präsident, die Damen und die Herren! Der Staatsminister hat für uns 2,5 Monate auf dieser Platz die Resultate von dem Tripartit-Aufkommens vorgestellt. Die CSV hat damals klar gesagt, wir sagen ja zu dem Lützeburger Sozialmodell, wir sagen ja zu Tripartit, wir sagen ja zum Index, und wir sagen noch ja zu diesem Tripartit-Akkord. Aber wir haben noch Wort gehalten, und wir halten Wort. Wir haben uns konstruktiv und konsequent an die Arbeiten an die Debatte abgerutscht. Und ich so noch am Namen von unserer Partei, an der es auch nicht stimmt, dass wir mit dazu beigetragen haben, dass das Gesetzesprojekt so wie in Haut zur Aufstimmung vorliegt, besser als und besser dem Tripartit-Aufkommens von Ende März entspricht, wie die ursprüngliche Version von der Regierung. Die Regierung ist zurückgerudert, ja, wir sehen das aber nicht als Scham. Als Land, als Wirtschaft, als Betrieber, und ich meine auch das Lützeburger Sozialmodell, die verdrohen keine 3 oder mehr Indextranchen auf ein Dach. Und das Lützeburger Sozialmodell verlangt, wenn es dem Land nicht gut geht, wenn es schwere Situationen gibt für das Land, für die Ökonomie, für den Einzelnen, dass ihn dann zusammen an der Politik und am besten auf dieser Platz gemeinsam Decisionen hält. Und wir sind auch gerade so deutlich der Meinung, dass ihn politisch wärm grumperen, dass ihn den nicht sollt, hannert eng Wahléchéance lehen, das dient weder der Majorität etwas, nach der Opposition, und dient für allem nicht dem Land an den Leid. Herr Präsident, die Damen und die Herren, der Gesetzesprojekt, so wie wir ihn heute zur Aufstimmung vorlegen haben, gesagt eigentlich an der Substanz ganz einfach 3 oder 4 Sachen 4. Erstens, die Indextranche, die lo aller Voraussicht noch am Juli erfällt, die geht op den April 23 reportiert. Für all andere Indextranchen, und das soll in auch so deutlich so, spielt Stand haut a Gesetz lo den normalen Indexmechanismus. Die Indextranche, die lo von Juli 2022 op April 23 zurück verlöscht gëtt, reportiert gëtt, déi gëtt bis zu engem bestimmte Montant vun Akkommes gëtt déi kompenséiert anzwer iwwer den Staatsbudget mat engem Steuerkredit. De maximale Steuerkredit déi läit pro Monat bei 84 € netto. Und soll ich noch klar sagen, dass den Steuerkredit, wer seg Applikation ubelangt, breit ausgelöscht als zum Beispiel in den eng Mammerent krit, der kriegt auch den Steuerkredit, zum Beispiel Leier Jung oder eng Leier Mädchen, die kriegen auch den Steuerkredit. An Studenten, die eng Buchs kriegen dat auch an hier Buchs verrechnet. Als CSV so nicht auch klar und deutlich können wir mit dem System so wie lo vier Leid leben. Ich will aber auch gerade so deutlich und objektiv sagen, dass es zu dem System, so wie lo haut gestimmt wird, in ever Einzelaufstricher vielleicht muss merken oder zumindest an der Chambre auch so. Ich habe Druck gesagt, der Staat bezielt sich aus dem Budget eng Lohnupassung oder eng Pensionsupassung, die normalerweise Betrieber müsste bezahlen, respektiv de Pensionssystem. Der Kächtepunkt davon wird der Steuerkredit ubelangt, an der Rapporter als wir drunter abgängen, die Leute lang wird der Steuerkredit ubelangt. Das Jahr an den nächsten Jahr bei über einer halben Milliarde, also über 500 Millionen €, lang ein Monat, die kostet zwischen 55 und 60 Millionen €. Dritter Punkt. Ich so nicht ganz ehrlich, Berechnungen vom Stadtdeck, wird die Kaufkraftverlust ubelangt, und ob das von denen der Steuerkredit von der Steuerverwaltung gerechnet gouf, die verstehen ich, und ich so nicht stellvertretend für die Leute zumindest, die bei uns an der Tripartitkommission wären,
nach immer nicht. Trotz allen gut gemengten Explikationen. Die Finanzierung von dem Steuerkredit, ich meine, das muss ich auch ehrlich sagen, die geht eigentlich auf Kredit gemacht. Weil das Staatsbudget, das wird den eigentlichen Staat als nun mal defizitär, und das hat zusätzlichen Defizit. Der Steuerkredit, der wird individuell ausbezahlt. Das heißt, dass das dazu feiert, an den Rapporter an seinem Bericht darauf angegangen, dass man eigentlich an einem Staat oder am Mai steht, mit selbstem Abkommens verschiedene Kompensationen haben. Das Beispiel, was wir für 2 Monate gesagt haben, ist auch noch immer aktuell. Es steht, den 2 Paien oder 2 Pensionen von je 3.000 € hat, der kriegt ab Juli eine Kompensation vom Staat von 2x84, also 160 € netto dem Monat. Dieselbe Staat, den auch 6.000 € Abkommen hat, an den die auf Basis von enger Pai oder von enger Pension kriegt, die kriegt eine Kompensation von 66 €. Das heißt, wir haben eigentlich dieselbe Staat mit demselben Bedarf und Kaufkraftausgleich, die wird unterschiedlich betrachtet, ob 1 oder 2 Abkommen da sind, ob 1 oder 2 Pensionen da sind. Wenn der normalen Indexmechanismus ging spielen, da wir für dieselbe Staat, ob 1 oder 2 Pensionen da sind oder ob 1 oder 2 Paie sind, der Kaufkraftausgleich brutto dieselbe. Und muss ich hier, das ist auch mentioniert, gehen an der von der Staatsbeamten, kommen wir an ihrem Avis, auch von anderen, muss ich einfach sagen, dass leider halt Verlierer aber nach ein Sinn für und allem der Längerzeiher, weil du nehmen ein Gehalt an dem Staat ist. Der Steuerkredit, ich meine, das muss ich auch an aller Offenheit mit das akzeptiert, den so die geht exportiert, wer Tee steht. Mit Leuten, die zu Lützeburg Salär haben, Pai haben, Leute, die zu Lützeburg eine Pension beziehen, aber am Ausland wohnen, die kriegen den Steuerkredit, aber sie können zusätzlich an dem Land, wo sie residieren, wenn dort zum Beispiel einer Kaufkraftausgleicher ginge von dem Staat bezahlt gehen, zum Beispiel Energiebon oder so etwas, die können das kumulieren. 7. Punkt, den ich will sagen, ist den, dass das System von dem Steuerkredit eine gewisse Selektivität tut für den einzelnen Bürger, weil wie ich auch gesagt habe, wer da kommt es mir heiß, geht der Steuerkredit degressiv rauf, bis dann noch nicht mehr ausbezahlt wird. Mit die Selektivität, ich meine, das soll ich auch ganz einfach sagen, die spielt nicht im Niveau von den Betrieben. Das führt eigentlich zu einer Situation, dass man so ein Institut, eine Bank oder sonst eine Entreprise, die einen 2-stelligen oder 3-stelligen Millionen Benefis möchte, dass die eigentlich auch die Lohnaugmentation, die einen Teil von ihrer Belegschaft kriegen, dass die durch das Staatsbudget finanziert wird. 3. Punkt. Das Maßnahmen, die gehen eigentlich alle guten auf den Tripartitakkord zurück. An CSV, so ein auch klar, steht dem nicht im Weg. Für uns, und das ist der Punkt, wie weit, dass wir dem zustimmen, sind wir an einer exzeptionellen Situation, das Land, die Leute, Niveau von der Kaufkraft, an exzeptionellen Zeiten verlangen auch heinz do exzeptionell Maßnahmen. Für uns ist das ein Deal für den sozialen Frieden hier im Land beizubehalten, an die geht es nun einfach nicht zum Nulltarif, und es ist auch ein Deal für die Überleben von einer ganzen Reihe von Betrieben an dieser schwierigen Situation weiter zu garantieren. Ein Wort zum Index, weil vom Prinzip her ist das ja den Hauptkern von diesem Projekt und dass das auch die Hauptforderung, die berechtigterweise, so das auch klar, von vielen Verhandlungspartnern, die unterschrieben haben und die nicht unterschrieben haben, ist das der Hauptpunkt. Durch den Rapport
gëtt wie gesot eng Indextranche reportéiert, sie gëtt awer vum Staat kompensiert. Fi all Äner Indextranchen spilt stand haut an Gesetz wie miret stimmen, spielt den normalen Indexmechanismus. Soldet, dat steht net am Gesetz, mir fir eisers dat awer selbstverständlich, an dat muss auch agehelle gin, sollte zu weiteren Indexreporten, Manipulationen oder kein Äner wieder kommen, dann Herr Reding, die pult net. Ich will nicht daran erinnern, dass ich das letzte auch schon gesagt habe, das hat die Unität bei der Detail werden. Dass immer nur den, der schwätzen, den Wort wird. Soll ich merks für Belehrung, Herr Präsident, ihr wisst, dass ich aufgemeldet werde, lässt vor auf ihr Wert, auf für den Rest so eine Manipulation also gut wird. Solltet zu weiter Indexaussetzungen kommen, dann also für euch selbstverständlich als TSV, dass du Tripartit am Vierfeld muss drüber befanden, Kit, dass die Derogationen, die zu dem normalen Indexgesetz wie im Moment erkräft ist, sollen da geschehen, dass die an der Chambre noch immer müssen aufgesehen gehen. Und ist so noch gerade so klar, dass den Index für CSV ein voller Bestandteil ist von dem Lützeburger Sozialmodell. Den Index als ein Instrument von einem Preisausgleich, vom Ausgleich von einer Preissteuerrecht, auf die Reise ist es klar, dass wenn man das sozialt an den Index soll draufbringen, dass das über die Steuern soll und muss geschehen. So aber gerade so klar, dass ihn sich trotz allem Guten, was diesen Gesetzesprojekt beinhaltet, aber keine Illusionen allzu viel hier gibt. Sicherlich und Leute über Datei heraus Großsorgen am Land. Der Report von der Indextranche mit der Kompensation, der täuscht auch nicht über die Großsorge von ganz vielen Leuten, aber bis weit an die Mittelschicht von der Gesellschaft heraus. Und ihr wisst alle gut, dass die Lützeburger ein anderes Temperament haben, wie an einzelnen nordischen Ländern, die laufen nicht direkt auf die Straße. Und das ist auch gut so, weil das zum sozialen Frieden, zur Kohäsion bei unserem Land beiträgt. Das heißt aber auch an der Konterpartie, dass es in der Politik ist, die Sensibilität zu holen und zu haben, für Obsorgen von den Leuten, auch wenn sie nicht durch Manifestationen ausgedrückt sind, für auf die anzugehen. Und ich will da ganz klar sagen, die Leute haben viele Probleme im Moment. Sie haben zu kämpfen mit hohen Wohnungsbaupreisen. Junge Städte müssen hohe Loyer bezahlen. Junge Städte haben sich oft ganz viel verschuldet. Und die Zinsevolution, die wir an den nächsten Monaten kennen, die mischt die finanzielle Situation nicht besser. Viele junge Leute gehören auch im Moment zu den sogenannten Working Poor. Das sind Leute, die schaffen, aber wo nach Well Ende vom Monat, auf die Einzelnen könnten Ende vom Monat oft schon 34., mir ganz oft dem 15. bis zum 20. Das sind unausgesprochene Sorgen von den Leuten, und auch die muss Politik besonders an diesen Zeiten umgehen. Und aus dem Grund, und ich merke dort den Verweis zurück, ob die Kaufkraftverlust, den der Stadtdeck berechnet wird. Ich sage nicht ganz ehrlich, dass die Leute müssen mehr bezahlen auf der Pumpe. Das ist das Doppelt. Die Leute müssen mehr bezahlen an ihrem Remboursement von den Krediten, weil an den nächsten Monat kommt. Das schlägt an Geld. Das die Leute mehr müssen bezahlen am Niveau von den Lebensmittelkosten, das schlägt an Geld. Und dann habe ich noch nicht, und ich gehe davon aus, dass viele Heibannen und auch ganz viele Leute sonntag, wo Mammen der wären, an Restaurant wären, und die haben gesehen, dass die auch mit den Preisen nicht aufgegangen sind. Alles das muss man am Handkopf halten, wenn man über Preissteuerrecht, aber wenn man über Kaufkraftverlust von den Lützeburgern und die Leute, die heute zu Lützeburg wohnen, erschaffen, diskutieren. Ich will auch daran erinnern, dass man nicht deren Zau machen können. Die do und die do auch nicht.
dass man en Armutstor hunn, den am Durchschnitt bei de Leiit bei 17,5% bleibt. Extrem. Das sind Allängerzeier, dass die 41% ënner dem Armutsrisiko lewen. Das ist dramatisch. Das ist dramatisch. Und das passt nicht an sogenannten Reicht Lützeburg. Die Lebensmittelkosten, die explodieren, auf in allem die Damen und die Herren, der Sprit, die schlägt auch an Geld. Ich sage noch ganz klar, am Namen von unserer Partei, Spritpreise von 2, vielleicht auch nach drüber, das packen die Leute nicht lang. Und so noch gerade so deutlich, für uns sind Spritpreise kein, wie das letzte Woche, ich sage das ganz klar, ich verstehe das Raisonnement von die Gering, aber wir teilen nicht. Für uns ist es ganz klar als CSV, dass Spritpreise, dass das kein Lenkungselement ist. Wir fanden nicht, dass es normal ist, weil Lützeburger an Deutschland lo tanken gehen. Wir fanden es auch nicht normal, wenn ihr seht, die Leute können ja auf den öffentlichen Transport gehen. Die Leute können ja Elektroauto kaufen. Erstens, öffentlichen Transport, viele Dealer am ländlichen Raum, sie das am Süden, am Norden, am Osten vom Land, auch am Westen vom Land, die können nicht einfach, auch auf einen ausgebauten öffentlichen Transport sich allein zurückberufen. Das geht nicht von einer persönlichen Situation, es geht nicht von einer beruflichen Situation. Leute, die auf Schichten schaffen, die nicht schaffen, die können das einfach nicht. Am zweiten Punkt ist es kann ihn auch nicht von den Leuten verlangen, wenn sie am Eastlik wohnen, wenn sie am Dave Süden wohnen, wenn sie am Westen wohnen. Man kann dir so einfach ein Elektroauto. Die Damen und die Herren, also auch die 8.000 Euro Prim, die bis zum Porsche-Fahrer ausbezahlt wird. Damit kann nicht jeder so von Haut, verkaufe ich mein Auto, kaufe ich mal direkt ein Elektroauto. Mit allen anderen Aufforderungen, die uns so ein Auto gestaltet gehen. Mobilität, an die individuelle Mobilität, und dazu ist auch ganz klar, am Namen von unserer Partei als nicht das Privileg, nur von ein paar Happy Few. Und da kommt noch ein weiteres Element dabei, das sind die Auswirkungen, die den oft so viel verpönten Tanktourismus gerade auf das Staatsbudget hat. Das Staatsbudget wird finanziert auch das soll ihn auch klar an deutlich so von einem Tanktourismus. Tanktourismus, da kommen nicht einfach hin, dafür zu tanken. Mir alles, was da drunter hängt, das sind Lützeburger Leute, die hier durchfahren, zu Lützeburg tanken, an einer Sache kaufen. Das sind Akzisen am Wert von 1 Milliarde Euro. Und wir sind der Meinung, so und das ganz klar als CSV, dass ich ohne weiteres nicht so einfach kann auf die Milliarde Euro verzichten. Weil die Milliarde Euro, die Damen und die Herren, an einem Staat, die sowieso schon defizitär ist, die wird auch genutzt, für das wir ein gutes Sozialsystem können finanzieren. Und wir hätten gern, dass die gutes Sozialsystem sowohl an der Santé wie auch auf allen anderen Security-Sozialleistungen kann weiter hochgehalten gehen bei uns am Land. An denen die seht, wir können auf die Milliarde Euro verzichten. Die muss auch so wohin an weiteren Kompensationen, da wird für das hier bringen. Ein weiterer Punkt, die Damen und die Herren, als die von enger für uns exzessiver Steuerbelastung. Und die trifft besonders die breite Mittelschicht. Und ich gebe euch auch hier eine klare Explikation. Seit 2017 sind nicht mehr wie 5 Indextranchen erfallen. Und die betreffen vor allem die kleinen und Mittelrevenue. Und gerade sie, und das wird ja verkannt, auch die so mit den Index, das ist etwas Unsoziales. Schon gesagt, das Sozialgewisse vom Index, weil den Ausgleich von der Preissteuer ist, das, den muss man über die Steuern machen. Und das besonders die Leute an den innersten und mittleren Revenuskategorien, die, wenn den Index spielt, eigentlich durch das Steuersystem am meisten belastet werden. Aber die kommen nach über dem Niveau von der Progressivität, kommen die am Hochsteuersatz, tandis que die ohne weiteres schon viel verdient, die Leute sowieso schon bei 42%, die steigen linear an demselben bezahlt. Und das ist etwas, was den immer muss am Kopf halten.
A fir Reise so der tricht raus, ass et net normal, dats der wann der als alleng erzählen Person 41% liewen ënner de Ärmungsrisiko, dats déi wann déi e Bruttolohn huet, an dat ass 4.000 €, déi huet vun dene 4.000 €, déi a lenger 10 zu dennner 3.100 € netto. An Dir wisst alle Gute mat 3.100 € netto, mat eng Benzinstank den och bei 50 Liter schon iwwer 100 € kascht, du hast nach kein Loyer, du bleit nach nächt gies, du hast nach kein Imprévu Niveau vun 10 oder sos enre geschitt, du hast nach näicht Futti gefu, keng Wäschmaschine Futti gefu, du mischt Di net mi ganz viel hai am Land, an ich hätt gern, dats ma och ze summen gucken, dats ma dee Leiit entgegenkommen, dat das vun dieser Regierung oft zuviel no hannen gerett gin, kann ich natürlich so die Leute kreieren Sachleistungen. Wir sind der Meinung, dass den mündischen Bierger die selber sing Entschädung huet, dass in dem auch muss als Lützebäuer oder Mönsch den Hai wund oder Hai schafft können zutrauen, dass wann sei Lohn huet oder se Pension krit, dass sie selber desideiert zu wettrenge Konditionen die suen die ihm zur Verfügung stehen, dass sind die ulädt oder net. Weitere Punkt, dass den schön fir Druscho gesot Working Poor. Dat betrifft für allem die Jungkleid. Bei die Jungkleid, auch wann sie gut Ausbildung haben, ich gesehen, der Bildungsminister, die gehen am Privatsektor, auch wenn sie gut qualifiziert sind, und die nicht die höchste Lehne. Aber wenn sie nicht von den Eltern unterstützt gehen, an die Eltern haben das schon gemerkt, dass sie Ausbildung kriegen, trotz allen Buchsen, die sie kriegen. Und die Eltern sich auch so aufgespürt, dass sie eine gute Ausbildung kriegen, wenn die an Berufsleben antreten. Also sind die auch nicht bei 8 Stunden, die sie schaffen, auch viel mehr wie 8 Stunden. Oft sind die auch nicht immer ganz gut bezahlt. Aber auch der fallen zumindest am Anfang von ihrer Karriere, wenn sie nicht unterstützt, die von Heim aus oft in die sogenannten Working Poor. Und der letzte Punkt ist die hohen Energiepreise. Wir hatten 3-mal, die Damen und die Herren, das Jahren, da ist ein sozialpolitischer Sprecher, den Herr Spautz, 3-mal gefragt, dass Tripartit Jahr, also im Jahr 2021, soll schon zu Summe kommen. Wir haben auch unter anderem auf dieser Platz eine Reihe von Vorschlägen gemacht, konkret Vorschläge, wie das in der preissteigerischen Niveau von der Energie könnte nur kommen. Wir hatten zum Beispiel proposiert, dass in sollt Steuern, Taxisen an TVA, ob den Sprit an Hötzes, dass in die sollt ob den europäischen Minimum rufen. Ein europäisches Minimum. Andere, Polen, Deutschland, gehen sogar darüber raus. Wir hatten auch proposiert, die Damen und die Herren, am Sinn von einer wohlverstandener sozialer Selektivität, dass sie sollten Zirkel von denen Leuten, die an den Genuss von einer preissteuerisch zulernen, die sogenannte Allokation de vie chère kommen, dass sie in die sollten ausweiten. Das hat zum Beispiel Matzersprüch, dass sie Leute, die nicht, das hätte zum Beispiel Matzersprüch, dass sie Leute, die nicht als Referenzwert den Mindestlohn unqualifizierten, wir hätten proposiert, zum Beispiel die qualifizierten Mindestlohn als Referenz zu holen. Wir hätten auch proposiert, dass über DW, zum Beispiel eine Familie mit 2 Kindern, man denkt, man kommt es für rund 4.400 €, dass die auch nach könnt an den Genuss davon kommen. Und wir haben eigentlich ein bisschen bedauert, dass die Vorschläge eigentlich ein bisschen an lächerlich zugaufen. Die hätten auch die Leute, aber besonders die, die am Bismarck gewirrscht wäre, geholfen, für mehr Kaufkraftverlust ausgegleicht zu kriegen. Und dann zum Schluss würde ich auch noch sagen, dass wir weiter hier bedauern, dass nicht weiter ob als Forderung für eine Reform von unserem Steuertabellensystem ergangen ist, und ich so sind nachher. Wir sind der Meinung, dass der Fehler wäre, dass sie keine Anpassungen von der Steuertabelle gemacht wird an Zeiten, wo dem Land gut gegangen ist. Und als 3 Vorschläge sind da erstens den Abgangsmontant, auf dem man aufhängt, Steuern zu bezahlen, an die Lut zu setzen. Wir sind der Meinung, dass in Steuertranche soll zählen, das heißt, dass ihr Männer sehr auf Spitzensteuer setzen könnt, und ich so noch nachher an ohne Tabu, am Namen von unserer Partei, dass wir der Meinung sind, dass Leute, denen es richtig gut geht, dass die auch müssen eine zusätzliche Steuertranche verdrohen.
in den 500.000 € versteuerbart abkommen huet, dem muss auch akzeptieren, dass se bis no und 50% grenzt, der das Basissteuersatz, der das auch Solidaritätssteuer, an der könnt ihr nach der Assurance-Dependance dabei, dass den auch dat muss zeitlich verkussen. AB, ob das Vierstei as auch bis lo kind ergang. Als Konklusion, die Damen und die Herren, CSV steht zum Lützeburger Sozialmodell, mir stimmt zum Tripartitaufkommens, Gesetz werden mir haut stimmen, wo mir wesentlich mat abfloss, dass het Meno und den Tripartitaufkommens ruckend, mir hunn als Pflicht an als Verantwortung überholt, an der Kommission, und mir wäre froh, dass der Staatsminister auf Agänge für eine eigenständige Tripartitkommission anzusetzen, und auch von den zwei Gillen hier Temperament enkeier an einer Sitzung, wissen wir, Negerode wäre, an den ihnen rausgegangen wäre, ja, Herr Präsident Gilles Baum, die hat die Kommission exzellent präsidiert, ja, das soll ihn auch so, wenn wir zu einem Resultat kommen, an 2 Monaten, an einem wesentlichen Punkt. Ich will auch so, dass es richtig wäre, dass die Tripartitkommission die Einzelverhandlungspartner vielleicht nicht an ihrer eigenen gewerkschaftlicher Form gesehen haben, aber für allem, dass sie ihre Point de vue, unterschiedliche Point de vue, sowohl vom Patronat wie von den Salariatkonten, durch den auch, das wäre ganz utilen Meinungsaustausch, wo ihr gesehen hat, dass in den auch weiterfeiern an als Propos, dass in der auch während der nächsten Budgetsdebatte so gesehen. Mir wie gesagt, ein konstruktiv Approach geholt. Für uns ist es wesentlich, dass den Index beibehalten geht. Schließlich sind wir der Meinung, dass ihn zusätzlich zu diesem Akkord auch zusätzlich Maßnahmen an Zukunft an der fassen, soll preissteuerisch, da besonders im Niveau von den Energiekosten weitergehen. Weil sonst geht es für viele Leute hier im Land mittel- und langfristig nicht mehr ab. Wir haben, wie gesagt, als Verantwortung am Interesse von Land und Leid erstimmen dürfen diesem Gesetzesprojekt zu. Und so ein Merci für die Nullleistung.